Wir haben gesungen, gib mir ein neues Herz. Der Titel von der Predigt über Kolosser 3, 1-17 habe ich genannt, Christen leben anders. Die Reihe im Kolosserbrief, beim Kapitel 3, Kapitel 2 hat Dabrina das letzte Mal so aufgezeigt, wie es verschiedene Lebenskonzepte zu Paulus Zeiten hat, wie es heute verschiedene Lebenskonzepte, Philosophien, Ideologien hat. Und was jetzt der biblische Glaube dazu meint? Also als Grundaussage ist ja, der Paulus weiss, Lebenskonzept beeinflussen im Hintergrund unseren Charakter, unser Verhalten. Und wir können nicht einfach so das Leben anfangen, so ein bisschen als Teenager oder wenn wir dann langsam erwachsen werden, was für ein Lebenskonzept, Ideologie, Weltbild wähle ich mir von diesen x Angeboten, sondern wir sind mit drin in einer Gesellschaft, die die verschiedensten Lebensbilder hat, eben vom Humanismus über Aussteigertum, die verschiedensten Bilder. Und wir sind selber geprägt durch unsere Kindheit, durch unsere Bildungsschulzeit. Ja, es sind Bilder, wie der gute Mensch, eben der neue Mensch, der erstrebenswerte Mensch soll sein. Aber all diese Ideologien, sie machen sich selber ein Bild, wie das könnte sein, wie das gut wäre. Und von der Bibel her ist so Jesus, eine Person, wäre unser Bild. Also kein gedankliches Bild, wo wir uns zusammensetzen, wo wir wählen, wie der gute Mensch wäre, sondern der gute Mensch wäre, Jesus ähnlich zu werden. Aber der christliche Glaube fängt nicht an, hey, das schaffen wir. Wir müssen uns einfach ein bisschen Mühe geben, bessere Rahmenbedingungen, ein bisschen Revolution gegen dieses und das, sondern fängt an mit der Hilflosigkeit. Das schaffen wir gar nicht. In unserem Predigtstext haben wir verschiedene Aufforderungen. Sucht, was droben ist. Richtet eure Gedanken auf das, was oben ist. Tötet. Legt gewisse Verhaltensweisen ab, wie dreckige Kleider. Zieht neue Kleider an. Sauberes Kleid. Das sind verschiedene Aufforderungen. Wir gehen dann Schritt für Schritt ein bisschen durch, oder? Aber nur schon mal im Überblick. Also wir haben da ein bisschen Möglichkeiten. Natürlich, es ist alles eigentlich eine Überforderung, eben aus dieser Hilflosigkeit heraus. Es treibt uns ins Gebet hinein, es treibt uns hoffentlich auch die Predigt einfach so, Gott, was meinst jetzt du in meiner Situation? Was heisst töten? Was heisst Kleider anziehen? Gedanken ausrichten? Einfach, was meint das jetzt konkret im Alltag? Aber die Aufforderungen zeigen, wir sind unterwegs, wir sind im Wachstum für die Charakterformung. Also unser Charakter soll geformt werden. Es ist ja jetzt eine Aufforderung an Christen, oder? Also die Texte, die schändlichen Aufzählungen da, die hat er immer noch für Christen, oder? Also die Charakterformung passiert und soll passieren, ob du jetzt 10 Tage Christ bist
oder 10 Jahre oder 50 Jahre. Wir können wachsen, wir können in unserem Charakter formen. Und das Dümmste wäre, wenn du aus dieser Predigt gehst und nachher sagst, ja, das ist schon einiges, aber ich bin halt so. Nein, der Vers sagt nicht, ich bin halt so. Natürlich, der Charaktertyp, so introvertiert, extravertiert, so die Charaktertypologien, die werden bleiben. Aber Veränderung ist möglich und wir sind mitverantwortlich. Es ist ganz spannend, wo fängt der Paulus jetzt an? Bei diesen Aufzählungen, wenn man nicht sein soll und wenn man nachher sein soll, er fängt nicht dort. Das ist dann der Vers 5, oder? Die Aufzählung vom Negativen, die Aufzählung vom Positiven. Er fängt ganz an einem anderen Ort an, bei der Herzensausrichtung, beim neuen Leben. Christus, der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. So steht im Vers 1 die Aufforderung, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr auch ganz auf die himmlische Welt ausgerichtet sein, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Also wörtlich übersetzt, sucht, was droben ist. Das Leben in Christus. Natürlich, wir warten auf die Auferstehung von unserem irdischen, vergänglichen Leben, aber wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, unser Leben ihm hingegeben haben, zur Verfügung gestellt haben, also dass er für unsere Sünden gestorben ist und die Strafe für uns getragen hat, sind wir auch mit ihm auferweckt. Er ist das Leben. Und jetzt wird also da, was droben ist, also das wäre jetzt einfach oben und wir sind unten. Aber wo ist jetzt eben der Himmel, oder? Der ist nicht einfach über all diesen Galaxien. Der Himmel ist einfach oben im Sinn, das ist eine Qualität, nicht räumlich, oder? Also Jesus ist jetzt da in dem Gottesdienst präsent. Aber man sieht ihn einfach nicht, aber er ist oben, der Erhabene, der eben auf dem Ehrenplatz oben. Und wir sollen jetzt also suchen, trachten nach dem, was droben ist. Also der Himmel wird eigentlich beschrieben. Aber eben wörtlich, was droben ist. Und wie ist es denn da im Himmel? Also was sollen wir denken, wenn wir im Himmel denken? Das ist einfach Jesus. Es ist eine Person. Also der Anfang ist, immer wieder eine Person suchen. Nicht das Gedankengebäude, eine Ideologie, nicht mehr Wissen aneignen, sondern in den Gottesdienst kommen, stille Zeit machen und sagen, Jesus, ich will dir begegnen. Und das ist auch für einen Pastor ein Prozess. Eine Bibel liest, das verstehe ich nicht, ich könnte das eigentlich noch im Griechischen anlesen. Ich zwinge mich, auch wenn es mich interessieren sagen, okay, das wäre vielleicht noch ein weiterer Aspekt aus dem Grundtext der Bibel, aber es geht um dich, Jesus. Und es geht auch nicht um einen gescheiten Gedanken für die nächste Predigt, die ich habe. Es geht um dich, Jesus. Und wenn ich auch jetzt in dieser stillen Zeit nichts sozusagen lehre, es geht um die Beziehung. Und dann ist das Faszinierende, oder? Also sucht eigentlich, was droben ist. Wir müssen Gott suchen. Der liegt nicht einfach auf der Hand. Nicht, weil er sich versteckt, sondern
weil das wie eine Bewegung ist von uns. Also suchen, ich habe nicht gerne, wenn man das Zeug am Boden geht. Wo ist es jetzt echt wieder? Ist es unter den Stuhl gefallen, unter das Pult gefallen, unter den Computer, kriechst du um, merkst noch, dass du zwischendrin Staub auch noch findest. Aber nicht das, was du willst, oder? Aber es sind verschiedene Bewegungen, oder? Ein bisschen gegen links, gegen nach, rechts, oder? Mal den Kopf einziehen, dass du drunter magst, oder? Und ja, so ist es doch im Leben. Suchen ist verschiedene Bewegungen. Je nachdem kommen wir aus Sorgen raus, kommen wir aus Stress raus. Aber das ist es, die Beziehung, die Begegnung. Und so lerne ich eben wachstümlich einfach die Beziehung zu suchen. Und mir sagen, hey, wichtig ist nicht die Hektik in meinem Leben. Ich bringe es nicht weiter, wenn ich mehr arbeite und mache und tun und rotiere, sondern einfach zusammen mit Jesus. Ich musste anfangen, auch wenn ich noch so eine Predigt memoriere, meditiere, ich lese da eigentlich nur Stichworte an der Blindenschrift, oder? Ich sage dem nicht mehr memorieren. Ich sage dem nur noch meditieren. Einfach so, Gott, du bist da, du musst mich ausrüsten. Und wenn ich einen Punkt vergesse, das ist, und zwischendrin formuliere ich Sachen, die nicht da drin stehen. Einfach, ich brauche die Ausrüstung. Also das Zusammensein mit ihm. Also eben, Begegnung und aus dem Text raus, wir sind mit dem auferstanden. Da fängt es schon an. Das Fragen und das nicht können formulieren bei dem neuen Leben. Was ist wohl das Neue? Also, mein altes Wesen spüre ich sehr gut und mein irdischer körperlicher Puls stark und Schmerzen und was immer auch, das spürt man dann gut. Aber wie definiert man, Christus ist mein Leben? Hey, wo ist das in mir? Und wie spüre ich das, oder? Also das ist schon schwierig, aber einfach stehen zu bleiben, ist es so? Auch wenn ich es nicht definieren, analysieren kann, weil ich ja Christus auch nicht kann analysieren und definieren, das ist der und der, in 2, 3 Merksätze, oder? Das ist viel grösser. Gehen wir zum Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Also das neue Leben mit Christus. Die Welt ist gestorben. Wir leben noch mitten in dieser Welt. Als ich so das letzte Sonntag, die verschiedenen Lebenskonzepte, Philosophien, Humanismus, er meint es gut, Menschenwürde, aber einfach zu realisieren, das geht nicht auf, das ist ein Sackgasse. Vor 12 Tagen waren wir mit Glauben und Behinderung einer Gruppe in Ravensbrück, KZ in der Nähe von Berlin, wo Corrie ten Boom war und ihre Schwester ums Leben gekommen ist. Einfach so. Was ist da abgegangen? Einfach, was ist da abgegangen in diesen SS und all die, einfach so, das völlig Degradierende, das Quälende, ist irgendwie ein Hass losgegangen, aber gegen wen? Gegen Leute, die sie ja gar nicht kennen. Was ist da losgegangen? Oder ist das nur Pflichterfüllung gewesen? Oben sagt man, den muss man erschiessen, den muss man, was weiß ich was, vergasen, oder? Also, man macht einfach nur Pflicht. Oder ist eine Ideologie
schon eine gute Ideologie, wenn sie nur bei der eigenen Rasse stehen bleibt. Und die Schwarzen sind niemand und was weiß ich was. Und die Behinderten sind ja auch, oder? Umgebracht worden. Also einfach, man muss die Schatten schauen, wo gewisse Sachen hingehen. Die Philosophie mag gut tönen. Ihr müsst einmal die Sprüche lesen vom Salomo. Der weiseste Mensch, der es gegeben hat, oder? Spruchsammlung. Und wie hat er am Schluss gelebt? Also das geht nicht auf. Der hätte einmal müssen beten, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Also einfach gestorben im Sinn zu erkennen, das bringt es nicht weiter. Auch wenn wir da und dort merken, dass wir prägt. Und darum gedanklich uns ausrichten. Also der Welt gestorben. Jetzt im Vers 2 kommt ein anderes Wort drin vor. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, also droben, oder? Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Ist natürlich noch ein bisschen schwierig, also was zur Erde gehört. Welt ist Kosmos, das ist auch für die Bibel, das Neue Testament, eben der Mensch, der nichts mit Gott am Hut hat. Gott ablehnt, das ist keine Grösse in seinem Leben hinein. Aber da ist jetzt einfach die Erde gemeint, das irdische Dasein. Fragt danach, was denkt Gott? Wie muss ich das in der Heilsgeschichte einordnen? Was hat mir Gott alles gegeben schon? Eben das neue Leben drin. Und das gibt wie eine neue Perspektive. Vielleicht müssten wir ehrlich sagen, auch als Christen, ja, schon. Wir denken schon, also vor allem am Sonntag, am Morgen in der Predigt, wenn wir jetzt nicht gerade am Abschweifen sind und schon am Alltag denken, oder? Dann denken wir schon noch ab und zu, was droben ist, oder? Aber 99,9% brauchen wir Zeit. Wir müssen ja unsere Geschäfte durchdenken und unsere Entscheidungen. Und da gibt es viel Sorgen und Belastendes zu tragen und. Also bei uns wäre so, wir denken da darüber nach, was da auf der Erde ist. Und wenn wir dann noch vorige Zeit hätten und Muße dazu, dann könnten wir noch daran denken, was droben ist. Aber der Paulus sagt, mach es umgekehrt. Nicht als Weltflucht, sondern einfach um die richtige Perspektive zu haben. Und darum schließt der Paulus in unserem Abschnitt im Vers 16 dann, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Das ist auch wieder von Wachstum, von Entfaltung, das ist nicht einfach so. Und Wachstum braucht Zeit und das Fragen und das Ringen. Hey, was meinst du damit? Oder wenn ich da die Aufzählungen dann nachher lese, oder? Also, wo muss ich mich da sehen? Das sind ja extrem. Ich kann ja einfach sagen, okay, also natürlich, also die verlorenen Menschen, oder? Die leben so, aber wir nicht. Also irgendwo zur Ruhe kommen in dieser beschleunigten Zeit und einfach lernen hören. Als Beispiel da noch der Mose. Die Stelle gefällt mir aus dem Hebräerbrief. Der Mose, da war einmal der Pharao, der nicht wollte. Und nachher ist er ja dann ausgezogen, oder, mit seinem Volk, oder? Aber dann hat das Volk nicht mehr wollen, oder? Also es war mühsam. Also der Mose müssen sein. Das war ein mühsamer Job. Er hat schon einmal natürlich, also das Schilfmeer ist auseinander, oder?
Aber dann hat Gott scheinbar in rechter Zeit hat er nicht das Futter und das Wasser gebracht und so, oder? Also die haben gemurrt und gemacht, oder? Also als Leiter ist das noch schwierig gewesen, aber er ist dran geblieben, weil er auf Gott geschaut hat. Auf den, wo er eigentlich nicht sieht, aber so, als würde er ihn sehen, wörtlich übersetzt, oder? Als sähe er den Unsichtbaren. Den kann man ja gar nicht sehen, Gott. In dem Zeitalter. Gehen wir noch zu Vers 3 und 4. Jetzt ist dieses Leben, also das neue Leben, Christus ist mein Leben, den Blicken der Menschen verborgen. Also unseren eigenen Blick, unsere eigenen Gedanken. Wir können das Leben nicht definieren. Wir können das nicht recht umschreiben. Von dort her ist es ja ein Witz zu meinen, ich halte nur für das wahr, was ich verstehen kann. Christus ist mein Leben. Das ist eben Begegnung, nicht das Verstehen können. Es ist Vertrauen. Es ist ja nicht Gott, wenn man den Gott in Wort fassen kann, in menschliche Wort. Und da geht es um Herrlichkeit. Ja, wie oft werden Christen verkannt und ihren Eintrag, wo sie leisten in der Gesellschaft, verkannt oder abgelehnt oder bekämpft, verfolgt. Sie passen nicht in die Zeit hinein, auch wenn sie Liebe verbreitet. Und zwischendrin ist es verborgen, weil wir selber das Gefühl haben, der Glanz im Leben ist ein bisschen weg. Da ist das Versagen. Da ist immer noch das alte Kleid und der alte Mensch. Aber eben, es ist Hoffnung. Der ist noch verborgen, das ist okay. Also, wir sind noch unterwegs, aber irgendwann wird er sichtbar werden. Also okay, also der Startpunkt ist das neue Leben in Christus. Christus ist mein Leben. Aber jetzt geht es weiter. Also das ist dann noch 5 bis 17, oder ziemlich viel Vers, oder? Aber es darf nicht stehen bleiben. Oh ja, jetzt haben wir es heute Morgen gehört, oder? Christus, Jesus ist wichtig. In dieser Kirche ist Jesus wichtig, oder? Der Auferstandene ist wichtig. Aber jetzt geht es um den Alltag. Jetzt geht es um den Alltag in 2 Themen drin, wo der Paulus anschneidet. In der Grenzenlosigkeit und im Verhalten, in Beziehungen und in Konflikt. Und da muss ein Christ lebt anders. Also beim zweiten Gliederungspunkt, dem Christen steht die Freiheit vom grenzenlosen Begehren zur Verfügung. Das wäre jetzt also der Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen und so weiter. Nachher kommt, legt ab. Aber da ist es ein heftiges Wort. Ein heftiges Wort für eine Aufzählung da, was alles so um uns herum läuft. Und ich habe das so ein bisschen überschrieben, es sind ja alles Grenzenlosigkeiten. Sexualität ist nicht schlecht. Aber grenzenlose Sexualität zerstört einem selber und andere. Etwas haben
sein eigen nennen, seine eigenen 4 Wände, seine Möbel haben, seine Bücher haben, was einem einfach wichtig ist nicht schlecht. Aber Habgier. Man könnte jetzt ich will jetzt nur auf die Habgier los, man könnte lange über die Aufzählung reden. Habgier ist mehr als ich will viel Geld. Ich will dieses und jenes gut und das will ich auch noch und ich will dort in die Ferien, ich will haben, ich will viel Ehre haben, ich will viel Aufmerksamkeit haben, ich will viel ich, so die Egoismen. Wenn der andere zu kurz kommt, benachteiligt ist, ausbeutet wird, das ist eigentlich gleich. Ich will haben für mich. Und dann muss ich schauen, dass ich es behalten kann. Dass das Geld, der Besitz, den Wert behaltet und meine Ehre nicht plötzlich verloren geht. Setz Grenzen. Bring um. Sei ein Mörder. Punkt. Einfach so Grenzen setzen dort, wo die Menschheit keine Grenzen mehr setzt und vieles zerstört. Im eigenen Leben bist du fortlaufend unzufrieden und musst mehr haben und im Leben von anderen. Also der neue Mensch ist ein Mensch, der zum Frieden kommt. Und damit sind wir beim Vers 15. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz. Frieden ist eine gewisse Zufriedenheit mit dem, wie es ist. Auch mit den Defiziten, die im Leben drin sind. Nicht alle Wünsche, die in Erfüllung gehen. Frieden in einer Lebensumständen, die man nicht kontrollieren können, die verunsichern, die überfordern, die eigentlich nicht Frieden ausstrahlen. Und hat mit Dankbarkeit zu tun. Bescheidenheit, Genügsamkeit. Und wiederum, der Frieden, den haben wir geschenkt bekommen und der befähigt uns, unsere Beziehungen im Frieden zu behalten und Friedensstifter zu sein. Das wünschte ich mir. Dass das in mir wächst, die Regierung, die Herrschaft, die Dankbarkeit. Und ich bin unterwegs und habe es immer wieder nötig. Wenn Selbstmitleid kommt und das Vergleichen kommt, tötet. Es ist ja spannend. He? Also, wir sind mit dem alten Mensch gestorben am Kreuz. Und da heißt es tötet. Also schon die ganze Spannung, oder? Also kannst du ja nicht etwas töten, wo schon gestorben ist. Aber einfach in dieser Spannung inne, sind wir von dem Alten und dem Neuen und einfach immer wieder mich abgrenzen und sagen, jetzt ist das wieder gekommen, das Selbstmitleid, der Neid. Nein. Und steh vor dem Frieden. Jesus, du bist mein Friede. Und dann kommt neben dem Töten jetzt das andere Bild, Vers 8 und 9, legt ab. Das sind nun also Kleider, die kann man abziehen. Kleider, die hat man einmal angelegt. Das ist jetzt nicht ganz gleiche wie das andere, wo man eigentlich ist. Die Gewohnheiten hat man sich angewöhnt. Oder sind einem angewöhnt worden. Oder man hat sie kopiert, oder in der Erziehung drin. Die können ganz verschieden sein. Aber die soll man erkennen, hey, also das Kleid passt jetzt nicht mehr zum Christsein. Fürs Christsein ist das eigentlich Dreck. Ein dreckiges Kleid. Legt ab. Und da einfach einmal so, auch wieder aus dieser Aufzählung,
gemeines Wort. Also das habe ich jetzt im Griechischen angeschaut, oder? Das heisst dann so eine schändliche Rede. Ist eigentlich nicht 2 Wörter, sondern nur ein griechisches Wort. Aber so in Schande bringen, beschämen. Und das ist ja eigentlich etwas, so ein Verhaltensmuster, also vielleicht jetzt nicht vorwiegend in so formellen Beziehungen, dort gelingt es uns, höflich zu sein. Einfach so, man muss freundlich sein, man bringt es dann weiter, auch mit Ämtern und so, oder? Aber in Partnerschaften, in Ehen, wie viele Ehen leiden an falschen Kommunikationskleidern? Das Kleid vom Nörgeln. Vom einfach, man weiss ja, wo der andere könnte beschämt werden und zeigen, dass es auch nicht alles ist und so und dass man eigentlich nicht so zufrieden wäre und da und dort sich eine Änderung gewünschte. Also wie viele Kommunikationsschwierigkeiten haben sich in langjährigen Ehen eingeschlichen und es ist ganz schwierig. Also man könnte die einfach abblicken, aber erkennen. Man hat sich so gewöhnt an die Grösse und die Farbe vom Kleid und so, oder? Aber da einfach die Möglichkeit, und das ist wieder eine Wachstumsmöglichkeit, legt ab Vers 12 und 13. Geschwister, also das ist jetzt mein Schlussvers, oder? Den muss man jetzt auf der Zunge vergehen lassen, oder? Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk, eine neue Gemeinschaft, Gemeinde. Zum heiligen Volk gehört auch da der Kreuzpunkt. Ja, in aller Unvollkommenheit. Ihr seid von Gott geliebt. In aller Unvollkommenheit. Mit diesen dreckigen Kleidern noch. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl. Und so weiter. Also, das Band der Liebe kommt dann noch drin vor. Einfach das Kleid von der Liebe. Heisst nicht streng da, ja. Nein, das Kleid ist fertig. Die richtige Grösse, richtig genäht, sauber gebügelt. Es ist einfach da. Aber es ist etwas ganz anderes, ein tiefes Mitgefühl. Also ich denke dann vom anderen. Nicht ich würde halt, oder? Und für mich. Sondern wie empfindet der andere? In andere hineinversetzen. Das ist doch Liebe. Und versöhnt leben. Es ist nicht ein Leben, wo man nicht verletzt wird. Eine Verletzung normalerweise, okay, also wenn ich da verletzt werde, im FEG da, im Kreuzpunkt, dann komme ich seltener. Und wenn ich nochmal verletzt werde, dann komme ich nicht mehr. Ich schliesse mich ein. Das ist nicht die Lösung für Konflikt, sondern das ist einfach Flucht. Ich verschliesse mich, ich werde nicht mehr verletzt, aber ich kann auch Beziehungen nicht mehr vergeben. Also das wäre so, wie skizziert der Paulus sieht, die Charakterformung. Sie startet in einer Grundausrichtung, sucht, was droben ist. Und das neue Leben ist uns geschenkt, aber wir können es nicht definieren und immer feststellen. Aber aus dem heraus kommen neue Verhaltensweisen. Wir lernen uns radikal abzugrenzen gegen die grenzenlosen Wünsche und Begehren, die in unserem Herz sich melden. Und wir lernen den Frieden kennen und schätzen. Und in Beziehungen lernen wir Liebe vom anderen her denken, weil wir selber geliebt sind, ja, und Gott auch von uns her denkt. Und nicht nur von droben,
sondern der war einmal da drunten und weiss, wie es tut. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Text. Ich finde mich wieder. Und ich wünschte, dass wir uns alle da drin finden. Nicht nur die schönen Stellen, sondern auch die Aufzählungen, wo man vielleicht sagen müssen, ja, nein, so grob ist es nicht. Aber vielleicht so ähnlich. Schenke uns Gnade vom Erkennen, vom Bußtun, vom Ablegen und danken einfach, Christus ist mein Leben. Und wie du gut meinst mit uns, können wir uns das Herz, wie wir es jetzt werden singen, dir hinlegen und unser Leben dir zur Verfügung stellen. Amen.